Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Silent Hill Pfälzisch. Und wir sind in der Mittelschule. Was auch immer in Mittelschule ist, sowas kenne ich nicht. Ich kenne Kindergarten, Grundschule, Hauptschule, Gymnasium, Realschule, was weiß ich was. Aber Mittelschule kenne ich nicht. Sowas gibt's nicht, sowas hat's früher nicht gibt. So, Quatsch, do. Okay, dann würde ich mal sagen, dann fangen wir Moschee an. Oh, das reimt sich. Uns überall umzugucken. Uppala, ja. Erst mal gucken, wo überall die Tür aufgeht oder halt nicht. Sehr gut. Da geht erst gar nichts auf. Jetzt gehe ich über, Mist, was sind. Da ist zumindest mal Licht. Also Heere tue ich zumindest schon mal was. Oh, warte mal. Okay. Ah, guck mal da. The box won't open. I need a key. Okay, was ist das? An alle Lehrkräfte, die Aufsicht haben, um zu verhindern, dass die Schüler in den 2. Stock gehen, stellen Sie bitte sicher, dass der Korridor am Ende des Tages abgeschlossen ist. Aha. Aufsicht diese Woche Konrektor Matsuo. Also wahrscheinlich hat Konrektor Matsuo irgendwas abgeschlossen. Aufheben. Lehrertagebuch. Der stellvertretende Schulleiter ist so paranoid, was seine Schlüssel angeht, dass er sie immer mitnimmt, wenn er geht. Ist ein Konrektor nicht der stellvertretende Schulleiter? Also Rektor ist Chef und es ist also irgendwie ironisch, dass er die Schlüssel zum Treppenhaus verloren hat. Er sucht, ja super, danke. Er sucht wie ein Verrückter danach. Er besaß die Dreistigkeit, mich zu bitten, ihm bei der Suche zu helfen. Aber ich bin derjenige, der Hilfe bei diesem Stapel Papierkram braucht. Okay. Nix. Stahlrohr. Warte. Das doch nämlich. Ich hätte es einfach Leihlosse kennen, weil irgendwo muss so der Schlüssel hier sein, also muss ich muss da noch mal rein, ne? Ja, das wäre schlauer gewesen, ne? Naja. Nimm mal das Stahlrohr, okay. Also. Soweit, so gut. So, jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Es ist halt Silent Hill, ne? Krankenhäuser und Schule. Jukan. Okay, cool. Krankenhäuser und Schule. Das ist immer schwierig. Schwierig. So, was ist denn da? Krumpel. Schülerstreichzeichnung. Eine Zeichnung, die in der Schuhkommode gefunden wurde. Könnte die abgebildete Blume vielleicht eine Hortensie sein? Dem Fall der Schlüssel aus der Tasche. Okay, der ist irgendwie... Okay, also im Blumenbeet bei einer Hortensie. Ich habe keine Ahnung, was eine Hortensie ist. Eine Blume. Eine blaue Blume. Okay. Ich guck... Oh, guck mal, da ist ein Häschen dran. Die Geräusche gefallen mir gar nicht. Kann ich eigentlich da irgendwie raus? Ja, ich gucke mich erstmal der Hunde um. Ich glaube, dass ich da rausgehen kann und ich muss so in die Garde gehen, nur die Blume gucken. Schau die Blumen an. Ich muss so... Da kann ich auch... Ey, ihr Leid, ich guck mich jetzt erst um, ne? Habe ich schon gesagt. So, zu. Bitte sei zu. Schade. Ey, also im Moment sind halt noch keine Monster da und das ist ja gerade gut so verbannt. Erstmal gucken, wie es aussieht mit unserer Ausrüstung. Er hat mir 3 freie Plätze. Zack, gesagt. Ach, du hast wieder ein Radio irgendwo. Erste Hilfe. Oh. Und da hat sie aber irgendwo hingeguckt, das habe ich gesehen. Guck. Die guckt da irgendwie immer irgendwo hin. Also, das ist schon ein bisschen durcheinander da, ne? Menü nur. Aha. Oh. Aoi Takashi. 888. Gute Nacht. Klappt nicht. Okay, wir haben also Spind. Kriege ich das so irgendwie ingezeichnet? Ja. Wir haben Spind.
bin. Sag mal, was ist denn, kriege ich doch nicht irgendwie, ich brauche doch einen Tipp oder so. Also das ist auf jeden Fall der Raum, wo man sich zum Sport umzieht. So viel ist klar. Da ist das Fenster auf. Jesus, ne. Echt jetzt? Los das. Bin voll verschrocken, weil. Kann ich da an ausgehen? Irgendwie macht es so voll komische Geräusche. Da. Aufheben. Anekdote des Schulgründers. Kaufe so viel Land auf diesem Berg, wie du kannst. Leih dir Geld, wenn es sein muss, denn es wird dir sicherlich großen Reichtum bringen. Kurz darauf begann das Land mit dem Bau eines Staudamms und der Berg, den Herr Yoneda gekauft hatte, war tatsächlich ein Segen. Er gab jeden letzten Yen, den er verdiente, für seine Heimatstadt Ebisugaoka aus. Ein Ergebnis seiner Großzügigkeit war die Ebisugaoka Mittelschule. Herr Yoneda spendete die Inari-Statue und stellte sie in dem kleinen Schrein auf dem Schulgelände auf, um dem Fuchs, der ihn gesegnet hatte, zu danken. Ach, schön. Oder? Oder? So, Ramune. So, ich glaube, jetzt sind wir aber wieder voll, oder? So, kann ich da? Nee, da komme ich nicht raus. So. Ich muss hier jo alles ablaufen, ne? Ich will halt nix über sie oder so. Aber ich hoffe nicht, dass ich da irgendwie was mit dem da machen muss. Ich weiß nicht mehr, was das ist. So, was macht hier am Lehrerpult vielleicht? Oh, muss der stehen die ganze Zeit? Das ist jetzt... Oh, ah. Where? Where are you? You've had your chance. Where are you? Found you. Ey, das ist nicht lustig, ihr Leid. Also ich kann da neben auch schon wieder rausgehen. Das konnte ich doch da über, aber in irgendeinem Fenster da hinten da. Da. Oh cool, habe ich da einen Punkt drauf? Guck mal. Hinter denn? Ah, jetzt ist er weg. So, neben 3 ist noch ein Zimmer, das gucken wir uns noch an. Aber erst mal Ausrüstung checken. Moment, ihr Leid. Ja, ich weiß. Verband. Enna? Ja, nur noch 11 Verband. Kacke, hey. Also im Moment sind wir voll. Und wir haben nur Verband und erste Hilfe. Ja, immerhin, ne? Vorhin haben wir ja. Oh, langsam. Nicht rennen. Bin ich hergekommen, gell? Nicht rennen. Ich habe halt immer noch ein bisschen, mir geht ein bisschen die Klammer, dass da irgendwo Monster sind. Wie man um jede Tier froh ist, die nicht aufgeht. So. Gehe ich also richtig in der Annahme, dass es da oben nicht nuff geht. Wir probieren es auch. Nicht rennen. Ey, wie ich immer wieder rennen will, aber sorry, ich weiß halt nicht, was oben ist und deswegen will ich doch nicht rennen. Das sind ziemlich viel Sportauszeichnungen, Dinger, ne? Okay. Google? Ich lasse es noch leihe. Wie sieht es eigentlich mit meiner Gesundheit aus? Volle Möhre. Ja. Okay. Also jetzt bin ich schon sicher, jetzt kann ich schon rennen. So. Pass auf. Wir rennen erst zurück und gebe... Also erstmal muss ich noch gucken. Wohin war ich noch nicht, ne? Ah, da geht's A hoch. Kann ich aber hinausgehen. Okay, du gehst A hoch. Müssen wir A hier gehen. Ich will erst alles ablaufen. Dann gehe ich noch mal ganz kurz zurück an de Schrein. Ein paar Sachen opfere. Jesus. Oh. Schnell weg. Jesus, schnell. Dann gehe ich zurück, ein paar Sachen opfere. Damit ich ein leeres Inventar kriege. So, und dann daneben war noch Aufgang. Muss ich überall hoch? Da muss ich, glaube ich, hoch, um die Sache zu opfern. Da hinten war ich in der letzten Runde. Gestern heißt es. Warte. Steht da was? Ah. Von unserem eigenen stellvertretenden Schulleiter gezüchtete Chrysanthemen haben den Gouverneurspreis gewonnen. Wusstet ihr, dass unser stellvertretender Schulleiter Matsuo einen grünen Daumen hat?
Seine exquisiten Chrysanthemen haben auf der Blumenmesse des Präfekturats den ersten Preis in ihrer Kategorie gewonnen. Falls ihr es noch nicht getan habt, nutzt die Gelegenheit und bewundert die meisterhaft getrimmten Blumenbeete unseres stellvertretenden Schulleiters auf dem Schulgelände. So, also das ist noch... Gut, das ist also noch ein Hinweis. Ich gucke mal kurz noch. Ne? Wir haben jetzt so viel... Rinko haben wir was Neues. Rinko fragt ständig, ob Schuh und ich ein Paar sind. Ich sage jedes Mal, dass wir das nicht sind, aber sie scheint es mir nie zu glauben. Ich habe ein Gerücht gehört, dass Rinko hinter meinem Rücken über mich tratscht. Ich glaube, Liebe kann sogar die engsten Freunde auseinanderreißen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Rätsel, Treppenhaus. So, guck. Der stellvertretende Schulleiter ist so paranoid, was seine Schlüssel angeht, dass er sie immer mitnimmt, wenn er geht. Es ist also irgendwie ironisch, dass er die Schlüssel zum Treppenhaus verloren hat. Er sucht wie ein Verrückter danach. Ach so, ja, das haben wir ja gerade gehabt. Er hat dann die Dreistigkeit, mich zu bitten. Ist ja natürlich Quatsch. Also, sorry, dass ich da immer wieder zurückschrecke. Es ist, wie gesagt, ich gehe mit demselben Knopf, wo man ausweicht, gehe ich aus dem Menü raus. So, also ich muss jetzt, da ging es, glaube ich, hinaus zum Schrein. So, wie gesagt, wir gehen ganz kurz, gehen wir zum Schrein. Können wir auch ruhig ein bisschen rennen, das ist kein Monster. Und gehen ein paar Sachen wegmachen. Und dann gehen wir hinaus in den Hof. In den Schrein legen. So, Ramune braucht man nicht. Maximaler Verstand. Er liegt mit Verstandsschaden. Ramune macht maximaler Verstand. Also dasselbe. Kutsute war der, wo langsam Gesundheit und Verstand wieder her. Also der stellt halt da Gesundheit her. Die Yokan kann man sowieso wegmachen. Das ist quasi nur Opfergabe. Higashi, Ausdauer vollständig, keine Ausdauer, machen wir A weg. So, machen wir alle weg, oder? Was haben wir denn jetzt? Ey, wir haben schon wieder 1040, krass. Ich würde gerne, also ich bräuchte so immer. Unspeichere, ganz wichtig. So, nehmen wir den da. Zack, Spiel nicht schließen, alles klar. So. Wie viel waren wir schon? Also einfach nur Holzmaserung. Sagen wir, wird es so hin dunkler? Ich habe halt keinen Bock, dass es halt dunkler wird. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da hinten ging es in so ein abgerichelter Hof. Da will ich zuerst hingehen. Das war das Fenster, da wo Uff ist irgendwo. Ja. Ab. Aber da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Weil, zumindest laut Karte, sind da rote Blumen. Okay. Was war denn das jetzt? Attention? Ich hab keine kleine Tannen gesehen. So, habe ich jetzt irgendwas Neues auf der Karte? Nee, also da geht's halt einfach nicht weiter, okay. Immerhin heiliges Wasser gefunden, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 2. Lass mal kurz gucken, wie viel Platz das wir noch haben. 3 Platz haben wir noch, okay. Und jetzt, was beobacht, es gab da noch so kleine Fensterle. Das würde ich auch noch gerne rausgehen, das Fenster. Das ist quasi links von mir. Da jetzt hin und dann durchs Fenster. Also ich kann höchstwahrscheinlich durch die Dier gehen. Will ich aber nicht, ne? Bin ich da oben sicher? Da unten sind die blaue Blume. Alter, echt jetzt. Alter, echt jetzt. Warte. Moment. Ne, ich hau nicht ab. Das ist ein strategischer Rückzug. Pass auf. Und zwar folgendes. Reduziert die Sichtweite des Feindes. Hab ich schon drin. Und er hat mich trotzdem gesehen. Oh, das ist schlecht. Ja, ist gut. Mach das zum Abkommen straff. Ich hab halt sowas von keinen Bock auf den. Hallo. Ey, das kann ich schon vergessen, Mädel. Ich gehe garantiert nicht mit dem Fuzzi-Do kämpfen. So, das ist schon mal gut hier drin, glaube ich. Ich glaube, da bin ich relativ sicher.
Okay. Aber er kommt jetzt nicht her, oder? Ne, er läuft doch hin und her. Okay, alles klar, dann lauf halt hin und her. Was ist das doch? Origami der Gerüchte. Ich habe sie immer verachtet. Sie tut so, als wolle sie kein Mädchen sein, obwohl sie ganz genau weiß, dass sie viel süßer ist als alle anderen. Sie macht mich krank. Geht's da um uns? Moment. Ich erinnere mich oft, dass Rinko oft Origami faltete. Ich weiß nicht, was sie schrieb, aber ich habe sie während des Unterrichts mehrmals etwas schreiben und daraus einen Fuchs basteln sehen oder falten. Sie schreibt ihren Kummer auf das Stück Papier und anstatt es zu verbrennen, beschließt sie, es einfach irgendwo hinzuwerfen, damit sich der Kummer anhäuft. Ich glaube, dass sich all dieser Kummer eines Tages vielleicht auftürmen und sie ersticken wird. Oha, haben wir ja gelernt, Origami macht man so, ne? Und der, wo es findet, der hat dann den Kummer, darf es aber nicht sagen. Also der hat es dann halt gelesen und die andere Person hat den Kummer los und die, wo es dann aber lässt, die darf das aber nicht, keine andere verroten. So, geht's also wirklich um uns? Oh, guck mal, so Haas. Geht's so also wirklich um uns? Dass Rinko eifersüchtig ist auf mich, weil ich viel knuffiger bin? Warte. Okay, du hast den Hasestall. Da haben wir erklärt. Also da hinten sind so blaue Blumen. Aber was ist denn das da? Sorry. Achso. So, jetzt hat. Ach so, das ist der Zaun, wo man nicht drüber gucken, gell? Ich hab halt null Bock jetzt da rauszugehen, aber es muss halt Sinn. Ne? Ich tue mich jetzt erstmal. Ja. Links. Da. Das ist eine blaue Blume. Irgendwo bei blaue Blume. Weiß ich nicht hin. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Ja, aber das. Ich bin. Okay, es sind die Beete von dem Fuzzi. Aber. Okay, die sehen mich gerade nicht. Ich glaube, das Ding, wo ich da habe, das ist schon recht praktisch. Es ist überhaupt kein Beet. Bei das Beet ist es zu spät. Ich will halt auch nicht rennen. Weil sonst sieht er nicht her mich. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie weit das. Okay, also aber. Ja, ich glaube, das hilft alles nichts. Warte mal, wir gehen mal da hin. Da ist so das Beet. Kann ich da drin rumlaufen? Da stand, dass es blaue Blumen sind müssen. Aber ich sehe doch nichts zum Aufhebel. Wann gehe ich denn da schon sehen, ne? Ich renne mal ein bisschen. Ich hoffe halt, dass er mich nicht hört. Ist halt schwer zu sagen, ne? Okay. Fuck. Was sind noch blaue Blumen? Ja, wie viele blaue Blumen gibt's denn da? Oder bin ich im Kreis gelaufen? Oh, nö. Echt jetzt? Auf der da oben habe ich mal gar keinen Bock. Das ist so kurzer, glaube ich. Kann ich da hingehen? Okay, da bin ich doch hoffentlich getrockneter Kadaver. Ja, super. Junge, du kannst mich gar nicht sehen. Guck mal, ich bin in einem Haus. Ich glaube, das interessiert mich recht wenig. Okay, komm, wir rennen mal ein bisschen. Wieso kann der mich sehen? Ey, ich finde sie nicht. Also, die Schlüssel. Moment.
Pass auf, Informationen war das, gell? Nee, Charaktere, Rinko, Putzmasse, Informationen, Mittelschule. Nee. Rätsel vielleicht? Treppenhaus? Da, guck. Wo ist das? Ja, wo ist das? Ich hab gedacht, das wär Haus. Okay. Das Fotoding, ne? Ist das Foto, wo gesagt wird, da soll na gucken? Weil da ist ein Fenster. Und links und rechts ist eine Treppe. Aber es ist auf alle Fälle also auf der anderen Seite. Das ist relativ sicher. Fuck. Hey du, hau doch nicht ab. Ich rede doch mit dir. Das ist jetzt ein Witz. Wo kommen denn die jetzt alle her? Noch ein. Ja, ne, die hauen dann schon ab, ne? So, ist da oben ein Fenster. Ja. So ein bisschen. Da habe ich doch aber überall schon geguckt. Es muss auf jeden Fall auf deren Seite sein. So, hopp, komm. Das bringt alles nichts. Kann ich da vielleicht aufschließen oder so? Kann ich gar nichts, kann ich da. Da überleit was. Da überleit was. Wie komme ich da auf? Kann ich da drauf jetzt? Nee. Ich komme da irgendwie runter. Okay, ich kann da hoch, dann kann ich dann noch rechts gehen. Ja, kann ich. Pass auf, pass auf. So. Hallo, du da unten. Da sind sei Blume. Ich hab sie gefunden. Ja! Ich aus dem dummen Hof rausgehe. Der kommt ja nicht da hoch, oder? Mist. Kacke. Mach doch mal Platz, Dicker. Hey, Dicker, echt jetzt. Ich finde es nicht witzig gerade. Ich finde es gerade nicht witzig. Wo bin ich noch? Ein bisschen noch. Okay. Oh, jetzt wird es aber aggressiv da, oder? So, pass auf. So. War ich nicht da irgendwo, wo ich rinkomme? Nee, ja, es war da unten. Da irgendwo war ein Fenster, gell? Da. Oh, geh hin, Mädel. So, Jesus. Jesus, ne, da steht schon wieder. Mann, ey, geht dem mal auf die Nerven da. Guck mal da, Aliens. So, also, wir haben einen Schlüssel gekriegt. Es ist schon mal gut. Warte mal. Ich guck mal kurz, was ich an Ausrüstung hab. Getrockneter Kadaver, meine ich natürlich. Kutsute, göttliches Wasser, maximalen Verstand, soweit, also braucht man nicht. Wir bräuchten halt eigentlich wirklich schon. Welche? Es hilft alles nichts, hopp. Ist es jetzt ja ernst? Okay, ich muss mal weg, bis er plane. Du aus ist ein bisschen Halligalli. Da oben kann ich noch nichts machen, ne? So unten muss ich hier. Also einfach rausgehen. Weit genug wegbleiben und hoffe, dass er nicht nur kommt, ne? So, jetzt war da irgendwo. The box won't open. I need a key.
Ach so, ja, ich hab hier nur den Schlüssel fast zweites Stockwerk. Also rausgehen, quasi einfach nuff. Das ist richtig. Das da hinten ist nicht das zweite Stockwerk, ne? Warte mal. Ich bin sogar auch erster Stock. Ich habe keine Ahnung. Also rausgehe. Einfach nur. Der hat nur gelber Strich gemalt. Der war aber voll nett, ne? Ich hab doch einen Schlüssel. Oder nicht? Hauptgebäude 2F, Treppenhausschlüssel. Moment. Die Treppenhaustür im ersten Stock des Schulhauptgebäudes lässt sich offenbar damit öffnen. Second Floor, erster Stock. Ja, ich weiß. First Floor ist Ami-zählweise, aber ist die falsche Tür oder was? Okay, also probiere ich es da ohne vielleicht? Also da hat er das Bild gehangen, also runtergehe, dann noch rechts. Oh, jetzt muss ich schon wieder da vorbeigehen an der da. Ich habe mich aber schon gewundert, dass sie sich nicht bewegt hat. Das passt mir gar nicht, passt mir das nicht. Psst, ganz leise. Ganz leise. Ganz leise. Wir gehen. Ich kann ja wieder lauter reden. Wir gehen erst mal die Items abgeben. Wir sind ja in der Nähe vom Schrein, ne? So, also. Nee. Erstmal, ne? Ich will, der getrocknete Kadaver, weil damit kann ich halt wirklich null anfangen. Recht, lassen wir mal. Wir haben jetzt wieder 1, 2, 3, 4 Platz. Das ist schon ordentlich, ne? Aber speichere du mal wieder ein bisschen. Ja, ungefähr. Zack. So. Hey, jetzt sind wir aber wieder. Ich muss jetzt aber aufpassen, du Haus, nicht, dass du irgendwann gehe ich schon auftauche, weißt du? Weil ich da jetzt gerade so rumrenne. Also. Die gehen noch höher oder warum? Machen die nix? Dann ist halt, okay, dann laufe ich halt ganz leise an ihm vorbei, habe ich gar kein Problem damit. Da haben wir schon geguckt, das war der Zeitungsartikel, jetzt darf ich da aber guck mal, das ist ein A-Strich auf der. Mhm. Oh, haben wir doch noch nicht. Keine Ahnung, da ist aber nix. Okay, jetzt. Okay, ich würde halt zuallererst gern alle Tiere aufmachen. Aber wir gehen jetzt Zimmer für Zimmer. Was ist eigentlich mit den Tieren da? Das sind doch, oder ist das ein Schrank oder was? Guck mal, das sind doch A-Türe, aber die kriege ich erst gar nicht als Tür ingezeichnet. Ah. Finde einen Weg aus dem... Okay, pass auf, da leid auf alle Fälle. Wir fangen hin. Gut umgucke. Viele Stühle, 2 Dinger. Da ist noch so Origami der Gerüchte. Sie sollte einfach verschwinden. Ich hoffe, jemand tötet sie oder entführt sie. Das ist mir egal. Nur, dass Hinako ein für alle Mal aus meinem Leben verschwindet. Denkt die, also... Ich meine, ja, die haben ja schon gesagt, dass sie schon Zoff gehabt haben und über Woche nicht miteinander geredet haben und so. Aber das ist halt was anderes wie Zoff. Verstehst du? Okay. Jetzt muss ich halt da war was zu lesen, gell? Ich saß hier und hinter mir war Rinko. Sie nannte mir immer, Moment, die richtigen Antworten. Ungeöffneter Umschlag. Hinako kommt nicht. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, aber ich dachte, ich muss mit dir allein sein, um herauszufinden, was du wirklich fühlst. Schau in dein Herz und versuche
diese Schachtel mit deinen wahren Gefühlen zu öffnen. Was? Was für Schachtel? Erinnerst du dich an den Tag, als wir nur zu zweit in das Teehaus gingen? Wir sprachen darüber, dass wir uns wie Straftäter fühlten, weil wir minderjährige Kinder waren, die alleine dorthin gehen. Aber weißt du was? Was die anderen über uns dachten, war mir egal, denn solange ich Zeit mit dir verbringen konnte, war das alles, was ich wollte. Also das scheint wohl von Rinko zu sein, ja? Wir bestellten an diesem Tag beide denselben Kuchen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mir fast das Herz aus der Brust sprang, als diese gleichen Worte über diese Lippen kamen. Was für gleiche Worte. Die süßen und säuerlichen Früchte auf dem Kuchen. Der Geschmack ist noch immer in meinem Mund, als wäre es gestern gewesen. Erinnerst du dich auch noch an den Geschmack? Öffne der Geheimbox. Was ist dann geheime Kiste? Es ist Rätsel, okay. Hinako kommt nicht, schau in dein Herz, versuche diese Schachtel mit deinen wahren Gefühlen zu öffnen. Und dann steht da irgendwas, dass du Tee getrunken kann oder was und ein Kuchen gegessen. Ich sehe doch noch nicht eine Box. Soll ich denn da? Ah, warte mal. Schuh saß hier. Immer noch der beste Partner, oder? Das ist aber recht kleine Klasse, oder? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 Kinder. Das ist eigentlich schon in Ordnung so. So. Sorry, ich muss gerade testen, dass wenn ich mein Mikrofon stumm schalte, dass man das auch wirklich nicht höre, wenn ich mich räuspere. Weil das mag ich halt selbst nicht, wenn Leute sich ins Mikrofon räuspere. So. Also ich soll irgendeine Box öffnen? Ich sehe doch keine Box. Sind das doch Schlappe? Ne, ist ein Lumbelappe. Lumbelappe. Ja, okay. Kann ich jetzt wieder ein Haus? Ich hab's so hin und nicht probiert. Nee. Ich soll irgendeine Box öffnen. Ah, da ist... Nee. Ich glaube, das ist eine Bleistiftspitze. So vielleicht? Hä? Ich bin gerade überfroht. Öffnen der Moment. Was ist denn das da? Okay, da ist eine Box zu sehen. Aber wo ist die Box? Hä? Also das ist du wahrscheinlich. Ja, okay. Drehen. Auswählen. Klappt nicht. Klappt nicht. No, that's not it. Kann was nicht stimmen. Schieben. Orange. Rübe. Tomate. Sushi. Noch mehr Rübe. Das könnte die Kuchen sind. Ich glaube, Kuchen hat sie erwähnt, oder? Pumpkin, ich weiß schon wieder nicht, wie es heißt. So. Apfel. Aubergine, Eierfrucht. Kekse? Oreo-Kekse? Ich habe keine Ahnung. So, gibt's da oben noch mehr, ne? Kirsche. Kirsche habe ich erkannt. Tomat. Wie heißt es? Klee, glaube ich. Es kann aber das komische noch ein Kuchen. Noch eine Aubergine. Erdbeere. Sushi. Rübe. Traube. Ananas. Es gibt nur 2 Seiten, richtig? Ja, okay. Tagebuch. Also, rechts muss irgendwo Kaffee, Straftäter, Minderjährige, weißt du was? War mir egal, Zeit mit dir verbringen konnte. Wir bestellten an diesem Tag beide denselben Kuchen. Also, kann es sein, dass Kuchen? Kommt irgendwo Kuchen. Ich weiß doch, wie mir das Herz aus der Brust sprang, als dieselben Worte über diese Lippen kamen. Ach so, als beide derselbe Kuchen. Da kommen, glaube ich, 2 Kuchensticker, oder? Süßen und säuerlichen Früchte auf dem Kuchen. Süße, also Kuchen und Früchte. Das ist das, was ich draus entnehme. Also, ich weiß nicht, was das ist. Ist es ein Lotus oder ist es orange?
Also Tomate ist so Obst. Aber ist es jetzt süß oder sauer? Das ist Sushi, das hat gar nichts mit zu tun. Gellriebe ist auch nichts. Das ist eine Kuche. Das ist Kürbis. Das ist ein Apfel. Aubergine. Das habe ich auch keine Ahnung, was es ist. So, jetzt was so macht. Ich habe jetzt also Kuche und süße Früchte oder so. Da, das ist süße Frucht, das ist Tomat. Das ist noch eine Kuche. Aubergine. Erdbeer lassen wir. Das ist, glaube ich, Sushi. Rübe. Traube. Ananas. Oder geht's nur um die... Ja, aber wir probieren jetzt aus, ob es ums Obst geht oder um die Kuche. Oder müssen die alle auf einer Seite? Ich kann aber nichts anderes machen. Ich kann die nicht irgendwie verschieben oder so. Okay, jetzt machen wir einfach alles zu. Und probieren wir nur die Kuche. Der war do, glaube ich, gell? Ach so. Ich muss ja noch X drücken. Habe ich vergessen. So. Okay, wo waren dann die jetzt halt alle? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ah doch, das war richtig. Das ist nett. Das auch nicht. Das war richtig. Das ist, glaube ich, gar nichts. Das da. Ananas. Mit X bestätigen, nix. Okay. Dann machen wir mal die Kuche weg. So. Nee, wie macht man das? Klappt nicht. Da kann was. Achso, ich will das zumachen. Süße und saure Früchte. Die süßen und säuerlichen Früchte auf dem Kuchen. That wasn't right. Ja. Oh, das ist so schlimm. Warum? Ja, mit Y tue ich die Dinger auf und zu mache und mit X muss ich dann bestätigen. Das X, ich will halt dauernd X drücken, weißt du? Süß und säuerlich. Was auch immer. Das ist süß. Eher. Und der Apfel da eben war auch noch süß. Wie geht das jetzt auf? Das ist kein Apfel. Was ist denn der Apfel hier? Oder zählt das so dazu? Ja, da war doch mal noch ein Apfel. Hast du Apfel verpasst? Kann was nicht stimmen. Ja, wie viel brauchen wir dann? Ich werde hier nie rauskommen. Okay, ne. Süße, unsäuerliche Früchte. Da gibt es doch noch mehr. Also das ist Sushi, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist keine Frucht. Das ist Kuchen. Halt, was da unten? Tomat. Ist Tomat Frucht oder nicht? Ist das da Frucht? Das ist gar keine Frucht. Jetzt pass auf, das da oben kennt halt Orangenschalen sind. Weiß ich nicht, aber ich glaube, Lotus oder so sieht so aus. Ah, wieder falscher Knopf. Das ist Rübe. Das ist Tomate, das zählt auch nicht. Rübe, Kuchen. Das ist keine Frucht. Ich weiß halt nicht, was das ist. Kaffeebohne? Also, was er macht. No, that's not it. Okay, es war wohl eine Orangenscheibe oder so, aber da hätte ich doch nicht eine Scheibe genommen, sondern wie bei der anderen ja, hopp. Also es ging wohl drum Früchte, irgendwie so. Ungeöffneter Umschlag. Du hast dich also doch erinnert. Nun ja, das gibt mir ein ganz besonderes Gefühl. Übrigens, bist du jetzt über Hinako weg? Es tut mir leid, wenn ich schonungslos klinge, aber ich möchte eines klarstellen. Das Mädchen ist tot. Das habe ich euch schon in der letzten Folge, wo sie das gesagt hat. Und dann habe ich so überlegt, sind wir vielleicht tot?
Und Shu sieht nur imaginäre Hinako, weil sie tot ist, also so imaginäre Freundin. Aber sie hat mich halt AA geguckt und mit mir geredet. Okay. Ich weiß, dass du gerade eine schwere Zeit durchmachst und du musst so große Schmerzen haben. Aber weißt du, ich kann für dich da sein. Möchtest du das trotzdem lieber selbst durchmachen? Geht noch weiter. Ich kann mir vorstellen, wie wir langsam die Seiten unserer Herzen aufschlagen und über all die kleinen, banalen Details unseres täglichen Lebens sprechen. Oh, das ist so richtig schnulziger Liebesbrief. Indem wir ein Tagebuch nach dem anderen mit unseren Gedanken füllen, weiß ich, dass wir einen Neuanfang wagen können. Eine leere Seite, auf die wir die neue Geschichte unseres Lebens schreiben können. Oh, das ist schlimm. Das kannst du doch auch sicher erkennen, oder? Was? Also, ist jetzt Liebesbrief oder was? Gefühl. Hinako weg, Meiji ist tot, schwere Zeit, große Schmerzen, ich bin für dich da, alleine. Dass wir langsam die Seiten unserer Herzen aufschlagen, über die kleinen Bananen. Ja, hopp, nee, es ist schon in Ordnung. Also Liebesbrief soll ja schnulzig sein und so, aber es ist halt vor außen stehender, fies zu lesen. So. Indem wir ein Tagebuch nach dem anderen mit unseren Gedanken füllen, weiß ich, Neuanfang wagen. Hey, da kommt dauernd irgendwas, Seiten unserer Herzen aufschlagen, was das für Kack. Tagebuch, Seiten aufschlagen, leere Seite, schreiben. Ich glaube, es ist irgendwie was mit Bücher oder so. Also, warte mal. Da, Buch. Es ist da irgendwas zu schreiben. Das ist ein Fächer, der hat, glaube ich, nichts mit zu tun. Noch ein Buch. Noch ein Buch. Löffel. Komischer Baum. Bin ich mir jetzt sicher. Das ist gebastelt. Noch ein Buch. Halt. X-Tricke. Okay, ihr kennt ja Sinn, das ist schon Fächer. Löffel. Feuerwerk. Origami. Buche. Kleeblatt. Noch was zu schreiben. Brief. Noch ein Buch. Stück Stein. Klappt nicht. Also das eine sind Bücher und das andere sind Briefe. Ich bin mir aber halt nicht sicher, ob das da nicht noch dazugehört. Gibt es da noch mehr Seiten? Nein. Warte mal. Nee, okay. Also ich lasse das mal raus, weil ich glaube, das sind so... da schreibst du nichts drauf, das sind so Kärtchen oder sowas, weißt du? So, jetzt pass auf, wacht. Ja, aber ich mache jetzt mal erstmal nur Bücher, ja? Also das da sind Briefe. Bin ich mal relativ sicher. Ja. Okay, die Bücher waren das Ding. Ungeöffneter Umschlag. Ich freue mich zu hören, dass du versuchst, positiv zu bleiben. Und denk daran, ich bin immer für dich da, wenn du etwas brauchst. Weißt du, du bist nicht der Einzige, der traurig ist, weil Hinako nicht mehr unter uns ist. Das hört sich aber verdammt so an. Wenn wir beide uns aneinander kuscheln könnten, könnten wir diesen Schmerz lindern, der wie die Kälte des Winters beißt. Und dann wird sicherlich der Frühling kommen und uns mit Sakura in voller Blüte willkommen heißen, um unsere Verbindungen zu feiern. Kannst du dir die wunderschön blühenden Sakura vorstellen, die auf uns wartet? Sakura ist Kirschblüte, glaube ich. Okay, lass mich rote. Das do. Und das do. Bin ich mir jetzt sicher? Das ist ein Bonsai, oder? Oh Mann! Oh, das sind Quetsche. Klar nicht. Das ist Klee. Oh Mann! Oh nö! Also, immer Moment. Das kann eine Kirschebaum sein. Weil die komische Blätter da. Jetzt hör doch auf! Das ist doch Kacke! Ich hab doch keine Ahnung von Blume und Zeich. Das ist richtig fies. Also, wacht. Das sind, glaube ich, Quetsche. Das ist Klee. Das sind die komische Blume, wo wir letztens gehabt haben. Also Fächer. Das ist auch nochmal die komische Blume. Pass auf. Ich nehme jetzt nur die, wo so aussehen wie Kleeblätter, aber das ist doch Quatsch. Pass auf, wacht. So.
Was sind wir dann? 45 Minuten, das ist noch. Ja, da haben wir jetzt noch eine gute Viertelstunde Zeit. Ihr leid, es gibt was Längeres, das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay, pass auf, wacht. Also, die Blätter da, ja, das Ding hat Knospe, aber das sieht mir aus wie Efeu oder sowas. Das sieht besser aus, finde ich. Und guck, da sind ja die Blätter so, sehen aus wie so kleine Füßchen. Och Mann, so botanische Rätsel, also, das ist ein Bonsai. So. Das ist auch ein Bonsai. Ja, das ist nochmal dasselbe wie ein Weil. Ich nehme Mondito. Das ist Klee. Das, weißt du, weil du so die kleine, das und das unten links, die Füßchen, wo ich gesagt habe, weißt du? Das ist doch dasselbe. Ne, die Blätter sehen anders da aus. Okay, wir machen das jetzt halt einfach mal so. Das machen wir zu. Das machen wir zu. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte die doch alle zumachen. So, komm her. That wasn't right. Ja! Oh Mann! Oh, hör doch auf! Was ist denn da los mit den blöden Blumenrätsel dauernd? Ich weiß doch nicht, was eine Blume ist. Junge, ich kenne Rose und ich kenne Tulpe. Das war's. Das sind die Blumen, die ich kenne. Und dann gibt's noch so Tulpe, die sind aber so geboren und sind aber ganz uff, aber das sind keine Tulpe. Lieber Schuh, ich mag dich. Ich liebe dich. Das habe ich immer getan, werde es immer tun. Ich warte darauf zu hören, was du über mich denkst. Er wird es nie erfahren. Oh, Generalschlüssel für Klassenzimmer im ersten Stock. Damit lässt sich möglicherweise die Klassenzimmertür im ersten Stock aufschließen. Ja, danke. Alter. Das grenzt du an. Ja. Sieht so aus, als hätte das Schuh diesen Brief nicht gelesen. Weil er nämlich keine Ahnung hat, was die da schnulziere tut. Weißt du? Junge, das ist ein Junge, der Schuh. Es ist immer noch ein Bu. Er versteht noch nicht immer die direkte Dinge. Was? Junko. Where? Friends don't last forever. They will betray you eventually. Just as they say you betrayed them. Whether their worth is justified. That is for you to decide. Das ist meine große Schwester, gell? Du hast doch ein Schlüsselmädel. So schließt man die auf. Moment. Mittelschule. Eine Welt, die kein Spielplatz wie die Grundschule ist, aber auch nicht so erwachsen wie die Highschool. Die Mittelschule war für mich wie das Stadium zwischen einer Kaulquappe und einem Frosch. Ich schätze, man könnte es eine Zeit grotesker Verwandlungen nennen. Ja, waren sie noch so Kaulquappe mit Fies, aber hinne, also mit hinne zwei Fies, aber auch noch so im Kaulquappenschwanz so. Bis zur Grundschule machten Schuh und ich Wasserschlachten und es machte uns nichts aus, wenn man unsere Unterwäsche sah. Als wir dann aber in die Mittelschule kamen, kümmerten uns solche Dinge nicht, andere um uns herum schon. Es fühlte sich einfach so an, als hätte sich unsere Welt im Handumdrehen verändert. Früher betrachteten sich Jungen und Mädchen als Todfeinde, die sich ständig zanken und bekämpften. Ja, und dann hast du als so dein Kollege in der Mädchenkolonien gestummt. Haha, wie ein Mädchen. Ja. Aber jetzt hat sich plötzlich eine so seltsame Dynamik entwickelt, dass wir uns gegenseitig völlig anders behandeln müssen. Für Leute, die das tun möchten, ist das in Ordnung, denn die Menschen um sie herum tun das Gleiche. Aber für jemanden wie mich, dem die Meinung anderer völlig egal ist, ist das nicht so. So, Origami. Sakuko sagt, wenn man etwas so Abstraktes wie die eigenen Gefühle in Worte fasse und sei es nur eine Beschwerde, dann genügt das, um das Herz zu beruhigen. Wenn man sich niedergeschlagen fühlt, ist das, als ob die Kleidung im Zimmer unordentlich herumläge. Oh, das würde erklären, warum ich schon. Und wenn man es in Worte fasse, ist es, als ob man die Kleider zu schönen, ordentlichen Stapeln zusammenlegt. Ist das so die Japanerin, die da alles schön zusammenlegt oder was? Im Grunde ist es also, als ob man seine Gefühle ordnet und sie dann mit Inarisama wegfaltet, um sie zu den Akten zu legen. Dies ist anscheinend die wahre Magie hinter dem Origami des Kummers. So, Rätsel, geheime Kiste.
So, habe ich gelesen, alles klar. Haben wir schon noch irgendwie was? Monster? Nee. So, gut. Was ist denn das Gekrösel? Achso, das ist die Kiste. Guck mal. Da steht ihr Telefon, das wird gleich bimmeln. Daddy, It's already made it this far. where are you? Daddy, help me. Sorry, ich habe gerade so Silent Hill Ends Vibes. Jetzt kommt das Telefon. Nicht? Okay. Okay, das ist hier also nicht gut. Das ist aber voll praktisch, dass man die Stiele so übereinander stellen kann, dass die dann so schönes Rechteck. Ja, ich freue mich über seltsame Dinge. Ich weiß, so. Ja. Antiker Why Kamm. would someone put this here? Boah, ich glaube, das bringt richtig viel Punkte, oder? Ich bräuchte Emma. Aha. Abschlussprüfung. 4. Platz. Asakura Ayumi. Erste Klasse. 479 Punkte. Das ist doch aber die Mittelschule. Du gibst doch keine erste Klasse. Oder geht's bei jeder Schule von vorne los? Also gibt's Grundschulklasse, keine Ahnung, 1 bis 3, Mittelschulklasse 1 bis 3 und Hauptschulklasse 1 bis 3 oder was? Ich verstehe das japanische Schulsystem nicht. 4. Platz, Asakura Ayumi. Wer ist denn das? Okay. Gibt's da noch was? Also 4. Platz. Mit erste Klasse 479 Punkte. 4 Ns 479 oder was? Muss ich mal die Zahlen da merken? Oh, da steht was. Werkzeugsatz. Oh, cool. Wie viel habe ich jetzt? Sorry. Man kann auch nur 3 Stacke. Das heißt, ich kann mal den Baseballschläger reparieren. Pass auf. Stimmt, das mache ich viel zu wenig. So, jetzt pass auf. Das mache ich viel zu wenig, Mann. Mal Waffe reparieren. Stattdessen sage ich, oh, meine Waffe ist gleich kaputt. So. Ich will aber wieder es röhle. Also hier gab es jetzt nicht so wirklich was. Dann gehen wir halt hier, ne? Ah, jetzt geht die Anne ruf. Generalschlüssel für Klassenzimmer im 1. Stock verwendet, okay. Moment, alles durchlese, vielleicht finden wir noch was. Haupttorschlüssel des alten Anbaus. Der Schlüssel zum alten Anbau hinter der Schule. Mit ihm lassen sich die Flurtüren öffnen. Das war das, was ich vorhin probiert habe. So, Notiz an den Lehrer. Ayumi, das war weil die, wo erster Platz gemacht mit 479 Punkte. Oder so. Oder hat sie 4. Platz gemacht? Von der 1. Klasse mit 409. Ihr wisst, was ich meine. Ayumi vom Leichtathletikverein sagte, sie habe beim Training einen Schlüssel mit der Aufschrift Schlüsselkasten gefunden. Wenn sie ihnen immer noch nicht zurückgegeben hat, hat sie ihn wahrscheinlich beim Umziehen in ihrem Spind liegen lassen. Ehrlich gesagt würde es mich nicht wundern, wenn sie ihn vergessen hätte. Sie sah nach dem Training erschöpft aus. Okay, der Schlüssel für die Schlüsselkaste unten im Erdgeschoss ist irgendwo im Umkleideraum. Bei Enra Ayumi. Öffnet den Umkleideraum Spind. Ja, aber erst gucke ich mich hier noch ein bisschen um, natürlich. So, Bam kenne ich. Also habe ich schon mal gesehen, ich weiß nicht, wie er heißt. Bam. Benny Buchsbaum. Keine Ahnung. Aber ich habe es zumindest schon mal so. Oh, da steht was. Verband. Ja. Verband ist gut, ihr Leid. Alles schön absuche. Nochmal durch die Tische durchgehen, dass wir irgendwie was über sie haben. Aber ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Glauben heißt nicht wissen. Quiek, quiek, quiek. Die Musik ist wieder mal Wunder. Schön. Okay, kommen die doch hin? Wieso sind die Stühle da so komisch auf? Oh, Arare? Habe ich noch Platz? Keine Ahnung. Aha. Origami der Klagen. TT.
ist die widerlichste Person, die ich je getroffen habe. Ich wünsche, jemand würde ihren Spind zerstören. Das ist auf jeden Fall ein Mädchen. Wenn mir jemand meinen Wunsch erfüllen möchte, ihre Spindkombination ist 377. Okay, aufschreibe. Aufschreibe, sorry. Komm her. Ich hab doch schon wieder... Ey. Kann ich das lesen? Das sind immer noch die Zettel und da hinten jetzt bin ich ans Kabel gekommen. Was steht denn da drauf? Blau, gelb, links, rot, Mitte. Das sind alles noch die Zettel von ich glaube, die zweite Folge war, wo die Rätsel waren. Ja, hopp, komm. 377. Wer zur Hölle auch immer TT ist, aber du hast. Warte mal, ich schreibe noch neben dran. TT. TT, also 2 große T sind es. Thorsten Tetrapack, keine Ahnung. Spinnt. Es scheint, als sei das Erstellen von Geheimcodes mit Zahlen und Symbolen heutzutage der letzte Schrei. Okay. Geheime Kiste. Aber die Icons waren voll netto. Das hätte es aber deutlich einfacher gemacht, sag ich euch. Ah ja, okay. TT ist die widerlichste Person, die ich je getroffen habe. Ich wünsche, jemand würde ihren Spind zerstören. Spindkombination 377. Das haben wir ja schon. Okay, alles klar. So, haben wir ja doch noch mal Klick gehabt, dass wir uns da umgeguckt haben. Aber da komme ich nicht durch. Japan. Also das ist eine... Entweder mache die sehr viel Sport oder es ist halt einfach sehr... Hoppala. Sportliche Klasse. Lügnerin, 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 Lügnerin. Okay, ja gut, dass wir drüber geredet haben, ne? So, ich glaube, wir sind durch. Ich muss jetzt so rausgehen, nur rechts an dem Budo vorbei. Und dann kann ich, also ich würde doch gern rübergehen und dann gucke, ob ich aufmachen kann. Da steht aber halt... Du haust mich jetzt nicht, gell? Wo ist noch so Ayumi Arare? Ayumi Arare. Kann ich doch wieder zumachen? Okay, ich weiß halt nicht, ob das jetzt... Also, ich spiele ja von der Schwierigkeit her, ne, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, von der Action-Schwierigkeit, sag ich mal, und von der Rätsel-Schwierigkeitsgrad auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das dort dran leid, dass der... das sieht schön aus. Dass der Action-Schwierigkeitsgrad so niedrig ist. Oder ob es dort dran leid, dass ich das Ding so equipped habe, dass die mich erst recht spät erkenne. Ist mir auch egal, was es ist. Hauptsache, sie bewegen sich nicht. Okay. Da komme ich... Aber da bin ich doch vorhin noch... hingekommen, oder? Scheinbar nicht. Ja, es geht doch nicht mehr weiter. Okay, da innen ist der Spind. Komme ich jetzt in den Spindraum? Bin ich doch vorhin nicht hingekommen? Ich habe keinen Schlüssel, aber der war vorhin war er. Uff. Oder Moment. Sind das 2 verschiedene Spinddinger? Gibt's Buwe und Mäde? Ja, das wird Sinn ergeben. Aber wenn es Mittelschule ist, die hat ja eine Weile sogar gesagt, als man die Mittelschule gekommen sind, da kannst du dann so Sachen nicht mehr machen, dass du dann die Unterwäsche siehst oder sowas. Das geht halt einfach nicht mehr so. Jetzt pass auf. Ich habe keine Ahnung, ob das ist. Ich probiere mal 377 war's. Ja. Nee. Ja, nee. Okay, das war nett von Ayumi. Ich weiß halt auch nicht, ob ich bei der Buwe oder bei der Mäde bin gerade. Ist schwer zu sagen, ne? Gibt's da noch Spind? Keine Ahnung. Okay, ich komm da nicht durch, ja. So.
Jetzt pass auf. Wir müssen da hin. Sag mal, das sind die Lights sind schon wieder weg, ne? Also, öffne den Umkleideraum, Spind. Ja. Ich habe aber noch keinen Schlüssel. Also gehe ich jetzt da hin. Ich will aber erst mal gucken, ob ich da hinten die Tier aufkriege. Ist das überhaupt ein Tier? Schon, oder? Ah, okay, sie klemmt. Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass die klemmt. Alles klar, so. Alles klar hier? So, Dennis Schlüssel Hammer, oder? The box won't open. Was ist das I nochmal? need a key. Stellen Sie bitte sicher, dass der Korridor am Ende des Tages abgeschlossen ist. Aufsicht diese Woche. Ach so, ich hab in fast hintere Zimmer, gell? So, jetzt pass auf. Fadohi habe ich, glaube ich, einen Schlüssel. Also mir kommen da noch nicht weiter. Ich hoffe nicht, dass ich da noch irgendwann noch mal hinaus muss. Weil da sind immer so viele Gegner. Pass auf. Ihr Leid, wir machen das folgendermaßen, ne? Wir gucken nochmal alles ab hier. Die Musik ist ekelig. Und dann gehen wir nuffen, gehen speichere. Ja, langsam, langsam, langsam. Ich hab halt wirklich Schiss, dass da noch Gegner kommen. Das wäre gar nicht gut. So, erstmal Sache in den Schrein hinlegen. Gesundheit leicht wieder und geht besser, wenn man sich bewegt. Antiker Kamm. Guck mal da. Der ist eine Art Opfergabe. Von großem Wert, wenn es als Opfergabe in einen Schrein gelegt wird. So, den braucht man auf jeden Fall nicht. Also das ist Opfergabe, fertig. So, dann würde ich sagen, göttliches Wasser, Verstand, Kutsute, Gesundheit, Verstand. Ja, dann machen wir das göttliche Wasser noch nicht, oder? So. So, jetzt haben wir wieder 1, 2, 3. 3 freie Slots, das ist doch super. Und immerhin ein Verband, eine echte Hilfekaste. Der Kutsute macht halt Gesundheit und Verstand wieder, deshalb will ich den nicht loswerden. Das macht auch noch ein bisschen Gesundheit. So, dann wird jetzt halt schön gespeichert. Ich speichere mal. Ja. Und ich ziehe Kei Omamori. Ich warte erst mal. Ich bin ganz zufrieden mit den 2, die ich habe. So, und jetzt kommt die Verabschiedung. Ja, sorry, hätte ich eigentlich auch früher sagen können, hätte ich früher abschalten können. Wollte ich aber nicht. Ihr könnt schön bis zum Schluss gucken. Morgen geht's weiter und dann gehen wir in das Hintergebäude oder was sie da gesagt haben. Da haben wir ja den Schlüssel. Und da hoffe ich dann, dass wir den Schlüssel vom Spind oder was das war finden. Okay? Danke, Knöpfchen drücken, ausfaden. Tschüss, bis morgen.